Wir sind nu in Ostparaguay und sind auf eine ganz besondere Stelle. Ich ziehe hier mit Edwin Rampeltaub, danke, dass ich hier ankommen darf. Und möchte an bitten, zu erklären, was wir hier eigentlich haben oder was er hier tut. Jo, warum wir hier sind, wir haben hier eine Plautische Bibelschule angefangen, das ist gerade vor 5 Jahren 3, wir feiern vandaag zuerst das 5. Mal Aufschluss. Und wir haben auch eine Plautische Bibelschule in Mexiko mitgemacht. Und da war das alles Englisch und das war uns zu schwer. Und da war die Idee geboren, warum nicht in Paraguay eine Plautische Bibelschule aufmachen. Also das ist der einzige hier in Paraguay? Was in dieser Form arbeitet, ja. Bibelschule gibt es mehr, aber wir haben eben uns unrecht das alle an Plautisch. Und ich meine, das Material, das meiste ist in Hochdeutsch ausgeschrieben, manche vielleicht auch in Spanisch. Und wie lang ist so eine Bibelschule? 3 Monate geht das. Juni, Juli und August. Und die 3 Monate habe ich unsere Bibelschule hier, dann ist Winter. Okay, und du sagst, Sie hatten al 5 Jahre. Haben Sie dann bloß Schüler hier von Paraguay? Nee, wir haben nu auch einen Studenten, von da nämlich gerade aufschließen, der kommt von Bolivien. Wir rechnen, dass wir uns nachher noch mehr kriegen, aber einen haben wir nicht. Du sagst, die von da aufschließen, geht das jahrweise, geht das jeder Jahr wieder? Ja, wir haben was wir nennen, ein Vollzeitprogramm, dann muss der Student 8 Fächer beleihen, wenn er Zeit hat, kann er noch mehr, über 8 Monate. Und so dat geht über 3 Jahre. Und dann mit dem 3. Jahr, dann schlägt er auf. So, aber wenn du mal zum Beispiel einer sagt, er wird 1 Jahr mitmachen wollen, das geht doch auch, oder? Ja, das geht auch. Wir haben nicht bloß dort wie Vollzeitstudenten haben, sondern die dürfen auch bloß einfach oder 2 oder 3, je nachdem, so ist man will. Wir haben so eine, die sagen, ich will alles dort, was am Dienstag oder Mittwoch oder weiß ich was dann geboten wird, die Fächer will ich nehmen. Dann kommen sie für die Fächer her und nachher fahren sie auch wieder nach Hause. So, die kommen bloß an dem Tag, wenn die Fächer geboten werden. Okay, so das bedeutet dann eigentlich, dass hier keiner wohnen dort, ab diesem Hof. Die machen sich dann weiter, wo sie wohnen. So ist es. Wir haben das gepacht hier, wo wir hier sind. Das gehört nicht uns. Auch nicht aus der Fundation, wir arbeiten in der Fundation Principios de Vida. Und das gehört nicht uns, sondern das sind Privatmenschen, denen das gehört und die haben uns das bloß verpachtet und deswegen stehen wir hier auch noch Schnapperbühe. Und hier auf dem Hof sind dann Details gepacht, hier sind dann Büros mit Bibliothek und Klassenräume oder was ist hier alles von Gebieten? Ja, so ist es. Das, wo wir hier sind, das ist eine ladestehende Baumwollsammlerei. Oh. Und da funktioniert eine Plautische Bibelschule dann. Und das geht. Als wir anfangen, wir fragen einer von den Eigentümern von der Grundstadt hier in dieser Gebiete hier, ob er nicht irgendwo was hat, und er sagt ja. Und als wir dann hier das erste Mal wären, an der Büroräume, dann wird uns klar, das ist der Ort, wo wir haben wollen. So, wir haben hier Büroräume, wir haben hier Klassenräume, wir haben auch ein Auditorium, vielleicht so zwischen 20 und 80 Personen hier oder nennen. Und wir haben hier eine Kirche, einen Eetsaal und so weiter. Eten die hier? Wir haben, die Jahr nicht, 40 Jahre, dann haben die Studenten hier eten, die mussten dort malen, die mussten dort bezahlen. Aber das letzte Jahr, wie es alles schwer ging, haben wir das nicht, das Jahr ebenso auch nicht. So kriegt für uns halber, dass die Kirche nicht funktioniert. Ja. Guten Abend, alle Töp. Ganz herzlich willkommen hier zu unserem Aufschluss von der Bibelschule. Und ich sage einfach, wie Gott treu gewesen ist in dieser Schulzeit. Und ich persönlich bin einfach sehr dankbar. Wir sind dankbar, dass wir in diesem Raum auch die Schulzeit nu aufschließen können. Nu möchte ich diese Gruppe, die hier ungefähr singen, die sind von Barstuhl. Möchte ich einladen, dass sie mit uns ein Lied singen. Von hier nun betet Lohn. Hey, gut.
ein schmalen Lebensweg. Das Ziel von der Bibelschule ist ja, plattdeutsch redende Menschen uit mennonitischem Hintergrund ein biblisches Grundweite mitzugeben oder zu vermitteln in an zu halten, bibelorientiert zu leben. So, wir kommen nu zu einem Punkt, ein sehr wichtiger Punkt auf diesem Programm, wo wir das Zertifikat evaluieren wollen. Wir evaluieren das Zertifikat an jemand, der 3 Jahre gemacht hat, der das volle Programm mitgemacht hat. Und das ist in diesem Fall, in diesem Jahr, ist das Benny Ditch aus Bolivien. Also bitte schön, Benny, wenn du eine Pferde kämpfst. Einen herzlichen Applaus für Benny. So, nu möchte ich am einladen, dass er noch zu uns ein paar Worte sagt und eine kurze Rede hält. Hallo uns alle. Mein Name ist Benny Dick. Ich habe 3 Jahre hier in der Bibelschule studiert. Weil ich mir von dann möchte ich herzlich Dankeschön sagen an alle, die immer hier in der Schule gewesen sind, für die Studenten, die hier sind gewesen, wo ich Freund mit waren. Und ich will auch besonders Dankeschön sagen an meine Frau. Sie ist immer willens gewesen, mit mir hier in Paraguay kommen und hier studieren. Meine Frau, ich sage Dankeschön dafür. Wo kommt dort direkt von dieser Schule Kanada? Wo kommt dort direkt diese, wo ich nach dieser Schule komme? Erstmal als Lehrer in Chuac in Bolivien, Abraham, die wir auf einer Reise und wir dann auch hier mit Edwin Esther sich trafen und dann aus der Tüß wir wieder begeistert von plattdeutsche Bibelschule in Paraguay. Und wir haben sehr voll von und dann mich auch ein bisschen begeistert und durch haben wir direkt diese Schule Kanada. Schenk uns, Vater, deinen Segen, wenn wir auseinander gehen. Leite uns auf deinen Wegen, bald zum frohen Wiedersehen. Segne, Herr, was wir geredet, höre unseres Herzens Flehen. Es ist, Herr, dein gnädiger Wille. Die Unterrichtsstunde, sind die bloß am Vormittag? Nee, Vormittag, ja, haben wir die meisten kommen Vormittag, aber wir haben auch einige Fächer, die wir auch Nachmittag haben. Wir fangen zum Morgen 7:30 an und dann sind 2 Stunden, das sind 2 mal 44 Minuten, das ist einfach. Und dann ist eine kurze Pause und dann geht es von 9:30 wieder bis um Glock 11, das dann, wo dann der zweite Fach sind. Auch einmal eine Doppelstunde, aber Unterricht sind ja das 44 Minuten. Und so wird es Nachmittag auch sein. Dann fangen wir über 1:30 an und wo dann Bett Glock 3 gehen. Und ab und an auch? Zu Overs, ja, dann haben wir vorhin Abendklasse, das sind dann, wo wir ja, Kurse haben, so mit Eierlied oder so, was sich befreien wollen, oder mit Älteren in so einer Klasse haben. Und andere auch, dann tun wir von Glock 7 bis Glock 9. Okay, das ist ein bisschen separat. Ja, das ist separat. Je hat aber, das je wie auch bekannt, dat je hebt ook een programma, dat zijn er dan, dat kunnen zich de studenten dan aanschrijven voor een vak, ze willen, ze zijn er dat dan. En wat heb je verlierer, oder das bloß du in der Rechte? Nee, wir haben doch eine ganze Partie Fächer und ich kann nicht alle Fächer unterrichten. Ich habe ja 3 Fächer, die ich unterrichtet habe, meine Frau auch. Wir haben Lehrer von hier, ja, da ist einer, der von Tres Palmas kommt, der hier auch arbeitet bei der Gutenberg-Schule. Und wir haben auch einen Lehrer vom Chaco, das arbeitet hier. Und diese 5 Jahre, wie viele Schüler hast du dann ungefähr gehabt? So, wir fangen mit, als wir anfangen in 2017, dann hatten wir eine 70, das zweite Jahr wäre eine 90 und das dritte Jahr auch.
das 4 Jahr wäre dann mal 35 und das Jahr haben wir so 33. Naja, das sind Ja, het zijn de situatie is. Ja. ganz genau. Deswegen wäre das 4 Jahr weniger und das Jahr, wir hoffen, dass wir mehr sein, aber so viel wäre das. Also du bist de Leiter hier, bist du angestellt von einer Organisation oder bist du dort von dir selbst, diese Bibelschule leiden oder von einer was daran hat? Nee, wir tun nicht am einen Auftrag, sondern wir arbeiten unsere Fundation Principios de Vida, die in Asunción lokal hat, wo das Hauptbüro ist. Und unter den arbeiten wir. Wir haben vorher unter den gearbeitet und wir werden dann bloß sozusagen ausgeliehen nur die Bibelschule in Mexiko. Aber wir werden immer noch arbeiten wie unsere Fundation. Auch hier, das ist eine Aufteilung von der Fundation von Asunción. Ah ja. En van hoeveel jaar darf man deelnemen? Ook Ehepaare? Aber ja, die Ehepaare, die freuen uns von Ehepaare kommen. Nicht immer erst das, aber manche Fächer, die sind eben gut, die wollen dann als Ehepaar, finden wir schön. Wir haben ein Ella, die Seele nicht länger als 18 Jahre sein. Von 18 bis boven, du hast keine Ella gerannt, was wir alles mitmachen. Seele endlich lesen, kennen und schreiben. Ja, für manche ist das schwierig, aber wie steht es keinem auf, wie verlangen keine Schulbildung. Wie weiter dort hier, manche haben eben die Schulbildung, die sie hier haben, die wir eben mal sehr wenig so weit dort zu wirklich können, Bachelorate machen oder so weiter. Dort verlangen wir nicht, sondern wenn die was kommen, dann nehmen wir ab und versuchen den zu fördern, so gut als wir können. Moet je al eine Gemeinde zijn, eine Empfehlung von der Gemeinde mitbringen? Es ist gut, wenn sie haben, aber wenn die sagen, no, ich will aber studieren, aber ich bin noch nicht in der Gemeinde, die sind kreuz so willkommen als andere. So, da machen wir nicht einen Unterschied. Willst du vielleicht noch was zu laat sagen wollen oder einladen? Ja, die Menschen, die uns sehen und die vielleicht Interesse haben, ja, unsere Telefonnummer, die ist auch zu haben. Je kunnen ons aanroepen, dat is 0986 900 733. Weiter inblenden. Oké. Zo, die kunnen ons aanroepen en we zijn hier op en vrij ons van immer meer mensen komen. Dat betekent van nächstes jaar in mei? Nee, maanden zijn juni, juli en august. Heb je al resultaten van ex-Schüler? Wat we gemaakt hebben, deens leven met Jezus, dat is voorstel geworden. En dat vreet ons. Want we dat hebben kunnen metmaken en die hebben ons dat gezegd, dat heb ik nu geleerd en dat is nu, zo leven ik nu. Dan vreien we ons en weten, dat heeft zich geloond. Dankeschön, Edwin. Ich glaube, das ist eine gute Investition, so eine Bibelschule. Und wenn Menschen daran teilnehmen, dass sie dort mit Harte tun. Ja, ons Wunsch ist immer, dass all die Studenten, die hier auf dem Hofen kommen, dass die hier eine Begegnung mit Gott haben. Dafür beten wir immer weiter und sagen Gott, wir wissen nicht wo, aber du weißt wo, aber die Seele hier eine Begegnung mit Gott haben. Das soll das Ort, diese Bibelschule dienen. Dankeschön, Edwin.